Ekran! Hij tranen je nicht ab, aus warnen Wahr. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met junt als Eduard Kiesbrecht. Welkom, lieve vriend. Welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u hier erbij bent en dat u ons touw hier dat touw kijkt. En mocht u van je zien worden, lieve touw hier. En ook dankzij Ricky en Melanie. Dankzij dat jullie waren erbij zijn en dat jullie het aangenomen hebben van jullie zelfs te reden. En we horen feitelijk al dat eerste part van Erzeugnis. So, hoffentlich hast du das gehört, also je sein, und wenn nicht, dann würde es gut sein, wenn du der erste Part seine Deits, oder hier Deits, dass du das wieder von dir verstanden hast. Aber ich würde das einmal ein bisschen vertalen. Sie vertalen von ihr Leben, wo sie in eine Bibelschule gingen in Asunción, hier in Paraguay. Und wo Ricky dann durch einen Marathon rennen deed, wo 10 Kilometer lang war, und wo sein Körper so überhart war, en bij 44 graden van bijna weer, dat hij ganz taub bruikt, körperlich, en dat hij in een kommenanval, en dat de dokter zei dat toen moet met een wunder passeren, dat hij kan geheild worden, en dat zijn nieren en zijn lever en andere körperdelen eigenlijk ganz verzeihen willen en ganz abheren willen. En wo mensen gebed hebben en verschillende mensen bed einarbeiten van zijn vader, een visie had, er meerdere visioenen. En dat durch deze visionen erklären dat waar hij geheild wordt worden. En dat hij aanbeden deed. En wo hij van krankenhuis naar huis geholt wordt, ook wanneer de dokters nee zeiden. En waardoor plötzlich zijn nie geheild wordt. En dan wieder een proces aanvangt, wo zijn lever langsam abgebaut wordt in zijn körper, wo hij er 40 Kilo verloren had, körpergewicht, en wo hij dat waar moest afbouwen en eten, en waar sterker was als körper, en wo hij dan waar kon terug naar de school gaan, wo hij dat ganz angefangen had, en dan waar anfangen te leren, en wo hij zich dan befried met Melanie während deze ganze tijd wie al novios, niet zo? Ja. En dan befried je. En wat weer dat van een uitvaderung, dat befrieden? Ja, man kan veel vertalen. Eerstens mal befrieden is denk ik voor iedereen wat groot. Man vangt een ganz nieuw leven aan. Man deelt dat huis zijn ganze leven met een ander mens. En dan moet man zich aan dem naam warnen. An de Eigenschaften, wat de vorher gehad heeft, wat man vielleicht nog gekannt oder so wat. En voor ons bedeutet dat dort ook. En dan bovenop wir dat nog, hij weer nog einmal an sich recupereren van zijn Krankheit. Also, ja, en we moesten dan top den Weg vinden, waar we dat dan meesteren kunnen, dat top befreit te zijn, den Weg top te gaan. Top leven en dan nog top gezond worden, so ungefähr. Weil wir das ganz für dich, Ricky, als Mann, dass du musst körperlich stark werden, dass du vielleicht ein bisschen schwacher wirst. In Wirklichkeit rekuperiert als Person, als Körper, wie ich all, aber mich entwickelt durch dass ich da selbstständig war, dass ich auch da selbst auf Sachen abteilen kann und weten kan wat aanlag, wat ik doen kan, dat we verder komen. En dat fehlt mir in Wasser. Dat het dan eigenlijk, dat het een ehe zijn zal dat bed zich tip, den Weg gaan, wie dat nu dala dat ik eens Yeshua wordt. Also, dat ik me ganz an Melanie lehnen deed. En dat we krijgen een desafio, dat we een herausforderung wordt, wo we met leren moesten langzaam wieder te komen. Ja. Wie ist die auch emotional, weil wir auch das Ganze die ziemlich raufgebracht, stelle ich mir vor. Ja. Okay. Und dort musst du sein, dass du deine Autokonfianz haben, plötzlich sagen, dass du dein Selbstvertrauen, dass du als Mann kann vorabgehen. Wow, das schaut mir so vor,
Ik zie ook bevriend, ik weet ook dat als man, als dat zo dat Schiff dieser niemals die Fähre weichkomen als die Wasser nicht, wenn du die befriest. En ik weet dat als voor jeden man eine Herausforderung und ich stelle mir so vor, für die Kasse wird das nach einer doppelte Schwierigkeit mitgebracht. Was würde ich sagen, wo sei je wat Heilung ist? Oder was denkt ihr davon? Ja, ich habe mich vorher, das hat mir erinnert, niemals das Gedanke gemerkt. Man lebt das dann nicht mit seinen Erlebnissen. Und viele Menschen können uns an der Zeit, wo sie krank sind, nicht verstehen. Aber wir haben Verheißungen dort, dass sie geholt worden wird. Und du weißt, haben wir uns dann an das Wort Gottes und die Bibel geklammert. Du einfach an festgehalten und dort, was Gott uns versprochen hat. Dann haben wir uns dann einfach festgeklammert und dort geglaubt, auch wenn das überhaupt nicht zu sein ging. Wenn es die ersten 3 Monate mit seinen, sei krank wie bloß rauf. Und am 6. Ich denke nicht, dass die Heilung von jedem Mensch zugesprochen ist. Man muss bereit sein, den Wille Gottes anzunehmen, sich dem zu unterstellen, so dass Gott dann für das Leben von jeden Einzelnen gedacht hat. Ja. In einem anderen Fall hat Gott Heilung versprochen und du weißt, haben wir uns dann durch ganz andere Versprechen geklammert. Ja. So, dass wir einfach in Vertrauen, wann die dort nicht sein können. Ja. Und was sagst du, was denkst du über Heilung und Heilungsprozess und so weiter? Heilung, wenn man an Heilung denkt, kranke Menschen, man ist nicht jeden krank. In der Heilung macht man fortfahren. Also, gerade wenn es das nicht scheint und wenn es das weidet, hat man den Wunsch, fortzuhalten sein. Und dort bedient in unserem Fall aber viel Geduld abzubringen, wenn es das wir langsam. Gott hat uns die Heilung versprochen, aber der hat auch von Anfang an gesagt, das wird langsam gehen. Und einfach daran nicht zu verzweifeln und daran festzuhalten, das steht dem Glauben, aber das hat viele Momente hier, wo ich einfach Tipp brauche und sehe, warum so langsam. Und um das zu verstehen, kann ich das nicht. Ich glaube einfach daran, dass Gott das führt und da wir von der auch sind. Ja. Ja. Für uns, ich sehe auch so abgewachsen, dass wir nicht sehr viel von Heilung geredet haben. Also, wir wissen, dass wir irgendwo in der Bibel oder irgendwo hat wir das gemerkt, dass man das nicht von der oder wir haben uns ein Bild gemerkt. Und für mich ist das Ganze auch, wo kann ich Gott erleben? Zum Beispiel, ich glaube, Heilung ist ein Ort, Gott erleben. Aber ich glaube, es sind so viele andere Sachen, wo wir Gott erleben können. Wo kann ich Gott erleben, wenn ich nu, wo ihr alle geheilt sind und taub sind und ein Kind habt, wo kann ich von der nach Gott erleben? Und wo wir noch so am Lehren sind, das ist das Gebet. Viel beten. Gott durch durch ein Gebet. Und das sind für Kleinigkeiten im Leben, aber auch, man kann auch die Sache einfach im Gebet und Gott aufgeben. Manchmal ist man vielleicht abgerecht und gibt Gott ein Berühr oder man betet von der Bewahrung auf der Reise. Und das ist nicht selbstverständlich, dass wir ankommen. Und das ist für mich auch eine Gebetserhörung, wenn wir bewahrt bleiben. Das ist wie, wir haben eine Tochter, wir haben die ganze Zeit über Gebet, Gott möchte uns doch mal den Weg lassen, eine gesunde Tochter, ein gesundes Kind schenken. Und unser Gebet ist erhört worden. Wir haben ein ganz gesundes Kind. Und für mich ist dort auch Gott erleben. Einfach, es ist ein kleines Kind zu heulen, da sagt man einfach Gottes Wort hier. Wunderbar. Wo erfährst du Gott im Alltäglichen? Gott offenbart sich uns, aber wie man das auch sieht. Und dort muss täglich sein. Durch im Gebet, durch im Bibellesen, durch mit Christen Tipps sein und über Glaubensansichten reden. Und
das muss man im Glaubensleben so geht, wenn man einen Tag lässt, dass das eins für treffelt. Das ist eine Disziplin, die ich vorher vom Sport hat, die Tag zu üben. Die sagt mir immer am Ziel, die will ich auch für mein Glaubensleben haben. Und dort erst nicht von der ab Maria. Da muss man üben und so hart üben. Und dass man fertig kommt. Wow, wunderbar von Ihnen zu hören. Ihr Zeugnis ist mutmachend auch für mich, weil ich auch nicht das selbst erfahren habe, aber zu sein, wenn ich Ricky damals Chani liet, und das ich erst im Ferienprogramm sehe, ich habe die nicht so gut Chani liet, aber dann aus dieser ganzen Geschichte abkommen, dann wie ich all nicht mehr an der Schule, aber von Utland beten wie, und dat wir aus een grote naad van mensen wat we alle kennen en we gaan veel gebeten. En Gott ist ein Gott von Wunder. Und insofern möchte ich einfach loben. So, nu zum Schluss, was würde ich die Jugendlichen merken? Mir bleibt immer ein Vers sagen, Hebräer 13, Vers 8. Gott ist der Selbst vorher, von der und in alle Ewigkeit. Gott ändert sich nicht. Und die größte Dute, was wir in der Bibel von ihm lernen, oder lesen, der kann die Kreuz nach von der oder. Und an dem Gott glaube ich. Wow. Und ich würde die mitmerken, auch an dem zu glauben, an dem festzuhalten. Sehr gut. Ich möchte das auch mitmerken, halt an den Fass. Ich will mit YouTube an den Fass halten. Und Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Fragen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.